Leute, dann tschüss wieder zu Minecraft. Und jetzt begrüße ich halt mal alle neuen Leute, die dazugekommen haben. Ich habe, glaube ich, letzte Woche 5 oder 6 Leute mehr geworden. Schön, dass du da seid. Und ich darf mal sagen, dann packen wir es auch gleich wieder an. Jetzt muss ich erst mal schauen. Es ist wieder ein bisschen ein paar Tage her bei mir. Wir waren mal drüben im Lager, glaube ich. Haben wir denn noch Bücher im Rucksack? Nehmen wir mal Emeralds im Rucksack. Okay. Ich darf jetzt mal sagen, wir gehen mal schnell ins Dorf runter. Der haben ein bisschen traden. Das ist jetzt irgendwie so komisch aus, so ein mega Höhlending eher. Okay. Also. Ja, schön, dass du das was der mal halt, wir jetzt endlich mal unser XP-Farm soweit fertig kriegen, dass die dauerhaft läuft. Hast du, müssen wir mal kurz in Mangroven, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht soll ich beim Traden herunten einfach mal die in der anderen Hand halten, dass sie die einmal repariert. Dann hätte man das Problem nämlich schon mal gar nicht mehr. Wie man sagt, repariert sie unser... Ja, okay, ne? Hat sie eher refreshed, ja. Was ist denn da los? Wann funktioniert das so einwandfrei? Was ist denn jetzt verkehrt? Und da ist ja wieder ganz, ja glaube ich noch keine Reparatur, gell? Genau. Genau. Ja, ich sage mal so, jetzt haben wir halt Sachen, die wohl nie kaputt gingen. Ja, momentan ist ja das, dass auf, jetzt soll ich jetzt mal sagen, auf 1.20 Update und so jetzt ein bisschen geschaut wird, was passiert da so. Und da soll es ja geändert, wie man Netherite-Sachen macht. Ich weiß jetzt nicht, macht Sinn, wenn wir dann auf der 1.19 das noch machen, weil ich mir halt eigentlich jetzt nicht da mal jetzt rum da und rumsuchen. Weil da musst du dann diese komischen Templates da suchen und da und da und da hier und da hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist dann. Oh. Was jetzt nicht refreshed oder was? Gehen wir jetzt zum anderen. Kenne ich nix. Ja, das du. Nicht refreshed. Guckst du denn nicht oder was? Geht doch. Okay. Dann haben wir da wieder 2 Steaks. Ja, ich weiß, das kann man noch verbessern da. Da müssen wir jetzt einmal noch schauen, aber ich wollte jetzt erstmal einfach unser XP-Farm soweit fertig haben. Und wenn wir das mal haben, dann haben wir einfach jeden Tag safe 2,5 Steaks Redstone. Die wollen wir dann einfach ins Lager schmeißen können. Das wollen wir dann nach unserer Baustelle einmal machen müssen. Ich weiß jetzt auch noch nicht so, ich weiß noch gar nicht so ganz, was wir nach der Aktion da im Lager unten machen. Wir haben unten ja unseren Mega-Ofen. Oh, ich muss kurz bei mir leiser machen. Weiß nicht, ist zu laut, Musik ist zu leise. Schreibt es mal unten rein. Das ist ja was, ja, wir waren da unten irgendwo. Als Vorwarnung, hier unten die Redstone, die wir unten angesetzt haben, die habe ich schon wieder weggebaut, weil wir ja da nur Bambus pflanzen müssen. Also unten das da. Da habe ich jetzt da das weg da, weil da müssen wir ja noch mit Dings her. Und dann da ich mal sagen, mir der wir da einmal ein bisschen Redstone herlegen.
Jetzt müssen wir bloß schauen. Ich glaube, mit der man da herum am sinnvollsten anfangen, ne? So. Ah, wir haben noch, warte mal. Machen wir Maximum, was wir machen können. Dann 9. Dann werden wir jetzt mal die 9 placen. Also, wenn wir da. Da gehört es so. Okay. Haben wir da daneben. Da. Bam, bam. Dass sie abtrennen haben. Da, genau. Dann kehrt einmal da. Dann kehrt da. Da muss ich nur schauen. Dort. Ja, man ist da oben. Ist da oben halt nicht. Mal kurz schauen. Ah genau, da ist ein Repeater dort und dann kommt der Block. Repeater und Block. Genau, da. Repeater, Block. Und da kommt dann Redstone. Redstone. Dann macht man das mal soweit fertig. Ich sehe gerade, man braucht man noch mindestens einen Repeater wegen der Ding-Geschichte. Wegen dieser Schaltung, oder? Braucht man schon mal mindestens einen. Dann braucht man da oben halt eine Fackel. Eine Redstone-Fackel brauchen wir. Die wo da herum natürlich herkommt. Dass wir dann dort dementsprechend schalten können. Dass dann da unten wieder eine Fackel herkommt. Die wo dann das Ganze da ausschaltet. So, dann haben wir da natürlich Redstone, bla 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 bla. Da soll jetzt erstmal ja nichts ankommen an Strom oder so. Es ist doch schon die ganze Zeit so hoch. Sagt das wirklich da, gell? Crazy. Das habe ich gar nicht mehr gewusst. So, wir haben da jetzt natürlich auch diesen. Ah, da fehlen auch noch. Da fehlen auch noch. Braucht man nur mindestens einen, okay. Das ist, wenn man da nicht hinseckt. Okay, dann machen wir gleich noch 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Repeater. Genau. Ja, da können wir wieder so her. Genau. Schaut ein bisschen aufwendig aus, aber geht eigentlich. Das da unten ist natürlich dafür gedacht, dass man die Pistons, die wo wir von da herum ansteuern, auch den, der wo unter dem Repeater halt ist, machen können, weil sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Da ist die Schaltung, dass es ausgeht. Oder O ist halt. Je nachdem, wie man es jetzt sehen möchte. Jetzt haben wir geschaut, über Redstone abgeht, ja. Ja. Dann da nicht, aber da, genau. Okay. Dann passt das, dann ist dieses Ding fertig. Dann weißt du, wie viel Redstone du eigentlich brauchst, ne? Das ist crazy. Also, wir können auf alle Fälle eine nächste Ebene mit Pistons ausstatten, sehe ich gerade. Das da hätte dann auch gleich mal anfangen. Okay. Also, wenn es euch wundert, ich habe letztens mal eine Folge angefangen zum Aufnehmen. Aber das war dann irgendwie, weiß ich nicht, das war nicht so interessant. Deswegen steht er da unten schon eine halbe Ebene. Ich glaube, das habt ihr gar nicht, glaube ich, gesehen gehabt bis jetzt. Aber ich habe da als erstes da schon Ding gesetzt gehabt und ich habe mich da irgendwo verbaut gehabt, aber ich sage jetzt mal so, ist eh wurscht, weil jetzt haben wir es ja so und jetzt können wir da einfach weitermachen. Und ich habe letztes Mal da einfach alles gleich so ausgebaut, wie wir es wollten.
Deswegen, ja. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht hänge ich das da noch an. Kann auch sein, aber ich glaube nicht, dass ich es angehängt habe, weil es macht einfach. Es ist jetzt nicht so tragisch, oder? Also, wenn ihr es unbedingt sehen möchtet, dann schreibt es mal unten in den Kommis. Ist jetzt aber nicht so, dass ich sagen muss, so, oh, ihr müsst die Folge gesehen haben, weil, oh, da ist dies und das passiert. Ist nicht. Da ist einfach gar nichts passiert. So, dann müssen wir jetzt wieder schauen. Wir haben jetzt wieder auf der Unterseite. Da haben wir wieder 1, 2, 3, 4, 5. Von Block zu Block 5 Lade. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir wieder eine Leiter. 5. Dann kommt man dort runter. Also wenn wir da jetzt natürlich wieder eine Ebene, die wo sehr leer wird, wenn wir das Licht und hinten nehmen, dass das mehr sieht. Ich tue jetzt erstmal den Grundriss da ausheben, dass wir dann wieder wissen, wo wir hin müssen. Ah, da ist Wasser gewesen, stimmt. Da war das. Da war dieser Wasserkalb. Nee, aber nicht. Okay. Da ist schon gemeint, weil ich habe letztens ein bisschen mit den Konten da ein bisschen runter. Bam, 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 bam. Okay. So. Also. Wir heben das genauso aus, wie es da ist. Dann haben wir einmal den Grundriss. Wir können dann überall hier hoffen. Weil da wird schon ganz schön ins Ungewisse, ne? Sehe ich gerade. Da müssen wir ganz schön auffüllen. Da hat einfach alles mit Stor auffüllen. Ganz ehrlich. Ist glaube ich am sinnvollsten, wenn man sagt, mit dem wir überall Cleanstone heben. Wir haben ja genug. Wir bauen sie ja die ganze Zeit ab. Ein bisschen was braucht man für Repeater bauen, ein bisschen was braucht man für das, ein bisschen was für das. Aber dass wir jetzt sagen, wir brauchen 30 Steaks, so eher unwahrscheinlich. Deswegen einfach jetzt sagen, mit dem wir da jetzt Cleanstone herzen auffüllen, wenn wir irgendwie so Wasserlücken oder Wasserbehältnisse oder Caves finden, das wo keinen Sinn macht, dass man sagt, so, oh ja, wir müssen da jetzt das und das machen. Deswegen erstmal einfach ganz entspannt da jetzt ausheben. Dann füllen wir das Wasserding da auf, dass der Wasserding weg ist. Der Wasserspot da. Und ja, dann geht es auch schon wieder ans nächste. Wir haben jetzt schon wieder bei 3, 4, 5. Jetzt muss ich bloß mal schauen. Ich glaube 5 ist dann da, gell? Genau, unsere 5. 5 ist dann dies. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau. 5 dies. Okay. Also, dann müssen wir auf 5 over. Wir haben jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5. Perfekto. Weil dann kommt auch mal der Ringanker. Und vom Ringanker geht es dann anders weiter. Da habe ich die Erfahrung gemacht bei der letzten Ebene, die wo ihr jetzt noch nicht gesehen habt. Beziehungsweise, also bei der aktuell niedrigsten Ebene. Halt jetzt einfach, sagen wir jetzt mal. Das am meisten Sinn macht, wenn man da so ein bisschen gleich das alles mit einbauen. Dann müssen wir es wieder hinbauen und wieder nichts wieder so und wieder so und Gigabook. Dann haben wir das nämlich gleich. Und ich glaube, dass wir inzwischen sogar bei der 6., 7. Ebene oder sogar bei der vorletzten haben. Weil ich habe nämlich überhaupt nicht mehr Mitzeit. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß keine Ahnung, wo sich in der Ebene das wir haben. Wie weit das wir runterkommen haben, keine Ahnung. Ich wollte einmal vor 10 Folgen oder so, ich habe mir gesagt, ich trade mal zwischen die Folgen, dass wir genug Zeit haben. Gar nicht mehr gemacht, so einfach. Ich so, hey, hallo, du hast gesagt so, hey, was, hey. Aber in der Fälle mit Trade man halt einfach mal Redstone, weil wir brauchen mal viel Redstone, alles andere macht nicht viel Sinn. Ich habe mir mal kurz überlegt, ich glaube, einmal habe ich Glowstone traded, aber das macht nicht Sinn, weil ich habe bloß einen Glowstone auf 1. Der andere, der kostet immer bloß 1, so weißt. Das, ja, was soll ich hin? Was soll ich machen mit dem Zeug? Jetzt haben wir schon wieder voll, was? Das ist ja das nächste. Da habe ich schon tausende Erzsachen dabei. Das ist auch genau der Grund, warum wir unser Lager demnächst jetzt auch endlich bauen müssen. Dass er sagt, wir schmeißen das da rein, verrammen alles und los uns einfach in Rudern.
Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich dann sage, müssen wir das ein bisschen besser optimieren vom Platzmäßigen, dass man sagt, wir machen das alles so möglichst in einen Chunk rein, weil ich habe einfach auch keinen Bock mehr, immer alles hier rumsteht zu müssen und immer schauen müssen, oh, passt das, oh, bin ich da gescheit drin, oh, bin ich da. Gar keinen Bock, Alter. Also gar keinen. Das ist was, das taugt mir überhaupt nicht so Sachen. Und ich sage, ich muss jetzt da alles auffüllen. Jetzt gehen wir da her. Eigentlich muss ich jetzt von da unten aus auffüllen. Weil Wasser ist ja schon mal Punkt 1 so. Für Redstone ist das ja schon der Tod. Es ist schon mal scheiße. Dann kann ich nur da sagen, ja, da ist okay, da tue ich halt jetzt nichts hin. Dann habe ich ihn da schon mal ganz okay. Aber ich muss dann immer nur da ausfüllen. Dann natürlich diesen Wasserstand da wegkriege. Weil der ist ja nicht auf einmal fort, nur weil ich da jetzt zubaue oder so. So, jetzt haben wir nämlich da. Jetzt kann ich da ausheben. Aber auch wieder bloß einen gewissen Teil. Weiß ich nicht, vielleicht brauchen wir irgendwann nur. Also wir haben ja schon ein automatisches Feld haben wir ja schon. Was ist eigentlich da? Das ist einfach ein Water Cave oder wie? Leider sehe ich da nichts mehr drin. Ich weiß nicht, warum ich da nichts mehr sehe unter Wasser. Es ist auf einmal gewesen und jetzt ist die ganze Zeit so, das ist saudumm. Ich sehe gerade, da müssen wir die ganze Kanten machen. Da jetzt zuerst mal so, mit der man nur den einen Spalt da aufbullen, dass wir da dann gescheit hinkommen. Wenn nicht, dass sie da irgendwo nur was ergibt, aber ich glaube nicht. Schauen wir mal in der Richtung. Da fangen wir so, okay. Punkt 1, wir kommen doch gescheit her, wenn wir das so machen. Und ich sehe gerade, da ist irgendein Gang. Schaut mir nicht Shader aus. Dann sehe ich unter Wasser wenigstens etwas. Aha. Da ist also nix. Okay. Also nix Interessantes. Da können wir ganz beruhigt zu machen. Ich sehe da auch kein Problem, dass man da irgendwie was macht. Weil, was soll uns da im Weg umgehen? Aber um auf den Punkt nochmal zurückzukommen mit dem Netherite. Wenn wir das da fertig haben, wir hier auf alle Fälle Full Enchanted Rüstung haben. Weil wir können uns ja äußerst traden, wenn es ist. Wir können Schutz 4 haben, Explosion haben wir. Da müssen wir uns halt dann entscheiden, was wir drauf denn, wo wir was drauf denn. Federfall haben wir inzwischen auch. Also es gibt kein Problem mehr da oder kein Aufhalten mehr, was uns irgendwie aufhält vom verzauberungstechnisch mäßigen, dass man sagt, ah, das habe ich nicht, da müssen wir noch warten. Ich weiß noch nicht wie und was. Ob wir das selber verzaubern. Selbst wenn wir es jetzt selber zaubern daten, wenn man sagt, oh, wir gehen jetzt einfach einen Verzauberungstisch, dann war das auch kein Problem, weil wir können ja alles verzaubern dann. Wir können uns Bücher kaufen, scheißegal, Alter. Und wenn wir Level 100 Verzauberung hätten, da wir auch machen können, weil wir könnten es uns einfach holen. Das ist kein Problem mehr. Und das alles dank unserem Trader-Posten, der wo ich erstmal überhaupt nicht gedacht habe, dass das so crazy hinhaut. Das ist immer nur abnormal für mich. Das ist so. Oh, mich nervt das so viel. So schön der Shader ist. Unter Wasser ist er einfach schlecht. Muss man leider sagen. Aber der ist anfangs, glaube ich, unter Wasser gegangen. Deswegen wundert mich das eigentlich, dass der nicht mehr funktioniert richtig. Ja, ich hoffe, dass ich die Woche wieder mit Timberborn weitermachen kann. Endlich. Ich habe so Bock einfach. Also eigentlich habe ich die ganze Zeit schon Bock, aber es ist halt einfach zeitlich nicht mehr anders gegangen und das stört mich selber so viel.
Ich möchte doch leid. Aber was soll ich machen? Ich muss ja auch arbeiten. Das hilft ja nichts. Jetzt ist da wieder Wasser. Okay. Ja, ich weiß, ich tue da gerade Sachen abbauen, die wo wir behalten müssen. Aber ich habe gerade gesehen, dass da so viel Wasser ist, dass das gerade ein bisschen blöd ist mit dem Abbauen und Hinbauen und so. Es ist da oben noch ein bisschen chilliger gewesen, der letzten Ebene, weil da ist noch alles free gewesen. Und ich muss gerade sehr viel da hinbauen wieder. Und jetzt müssen wir mal einen snacken und wegsnacken da. Wir können halt nicht da Redstone basteln, bevor wir da nicht wirklich on point haben. Ich sage jetzt mal so, da kommt Pisten her. Wenn man schon sagt, so, ja, da, klar, Wasserhöhle. Easy. Dann war es da genauso, nein, ist nicht easy. Weil die ist einfach halber unter Wasser jetzt, unser Turm da. Und dann wird das einfach nichts Gescheites mehr. Was nicht, haben wir noch so viel Glowstone dabei? Nee, ne? Muss man demnächst auch noch mal gehen. Ja, genau. Ja, ist wurscht. Setzt man, naja. Wieso wundert mich das nicht? Dass jetzt auf einmal Wasser ist. Überall ist Wasser. Das ist ja wirklich nervig. Aber kann man nicht ändern. Einzigste Problem ist, wenn wir das irgendwann austauschen möchten, ist ein bisschen doof. So, jetzt mal, wenn wir sagen, möchten wir da noch einen Betreuungsgang oder Dinggang machen, wird schon schwierig. Schalten wir da nochmal aus. Da haben wir, wir haben da direkt drüber. Das ist ja interessant. Na, schau dir so. Wir haben direkt da. Klar, ich weiß aber auch nicht. Ich weiß, ist es bei euch auch so laut? Warte mal leiser. Ich fange das Schreien halber da. Ist es so schwierig, einen Schwamm zu finden? Weil ich weiß nämlich, ich habe noch nie einen Schwamm gefunden, aber ich weiß, wie praktisch das Teil ist einfach. Weil du kannst damit Wasser auftun, aber ich glaube nicht, dass das so schwierig zu finden ist, oder? Oder bin ich einfach nur so doof? Ich schaue jetzt mal schnell und dann sehen wir uns gleich da wieder. Okay, jetzt habe ich gerade nachgeschaut. Das wird von Guardians im Wassertempel droppt. Das ist jetzt auch nicht so das Wahre, ne? Versteht zwar nicht, warum das so doof geregelt ist, aber da müsste man halt irgendwann mal auf Schwamm bzw. Watermonument Suche gehen. Aber ich darf jetzt da erstmal sagen, wir buddeln so viel aus, wie wir können. Der mal einfach hinbauen, abbauen. Das ist jetzt glaube ich die einfachste Version. Da ist Pisten, da ist Glowstone. So. Aber wenn man auf alle Fälle den einen Ring anker, der wurde es dann mehr oder weniger heute. Der war eigentlich hauptsächlich zur Orientierung für uns ist. So. Weil da wieder überall Wasser ist. Das hat mich schon beim Spawnspot so genervt, Alter. Was mir da schon wieder. Teilweise ist es so geil, aber es ist so ein scheiß Spot einfach. Schau dir die so. Es ist so cool da überall bei uns. Und unter Wasser sehe ich wieder gar nichts. Weil warum? Es ist überall Wasser einfach. Schau dir das an. Ich dachte sagen, wir bauen einfach immer so. Und dann bauen wir da jetzt einfach auf. Haben wir dieses Problem nicht.
So. Ja, so gut, dass wir so viel Stroh haben. Ah, da war jetzt auch Water Chamber, die wo ich nicht zugemacht habe, ne? Dann macht man so. So. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, da wird es jetzt schon echt schwierig, dass man sagt, wir bauen mal da irgendwie was unten rein. Und das stört mich einfach wirklich selber jetzt schon. Das ist jetzt schon schwierig zu sagen, dass man sagt, so, ja, wir bauen da einfach das so und so. Weil ich da schon gerne ganz entspannt einfach bauen. Ohne Geschieß. Und jetzt muss ich da schon wieder ganz Zeit rumbasteln. Weil da überall Wasser ist. Das war ja so ein Grund, warum ich gesagt habe, wir gehen mal vom Spawn auch weg. So schön das so auch war, muss ich halt ehrlich sagen, ich habe den Spawn halt für uns echt auch toll gefunden. Mit der Insel so, das war immer schon so ein Traum von mir, dass ich an einem Spawn bin, da wo ich einfach auf der Insel spawn. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so, es macht einfach Bock, dass du dann irgendwie sagst, ja, da macht man dann das so und so. Und das ist ja wirklich, unser Spawn ist ja wirklich schön geworden. So, für das, dass ich da jetzt wieder reinkommen habe müssen, wie und was ist da so, was können wir da herbauen. Muss man ja auch sagen. Ich bin ja kein professioneller Minecraft-Bauer eigentlich. Obwohl es ja immer mit der Zeit dann halt auch besser wird. So. Okay, da. Jetzt muss ich kurz mal schauen, ob sie schon wieder dabei hat. Jo, hat's dabei. Perfekto. Okay. Also, da das mir sagen, mit der wir demnächst vielleicht mal schauen, wir haben doch irgendwo, wir haben doch Karten. Da unten waren doch irgendwo Wassertempel, gell? Ja, da. Also es kann ja sein, dass das so Räume haben, die wo so nasse Schwämme beinhalten. Und nasse Schwämme, die könnte man so richtig easy in der Hölle, also im Nether, trocknen. Was? Wir können in den Nether runter teleportieren, hinstellen, instant trocken. Weil ich sagen, sie haben mit Wasserfall. Und das ist ja der Sinn davon. Die nehmen das alles mit, was da, ich glaube, das ist ein 6er, 9er Range, keine Ahnung. Und so ein riesen Ding da einfach weg. Und das war auch schon mega, muss man schon sagen. Aber jetzt setzen wir das erstmal da her. Und schauen, wie viel wir jetzt erstmal noch brauchen. Dass wir zumindest die eine Ebene vielleicht fertig kriegen. Da können wir nochmal abbauen. Wenn man sagt, dann müssen wir da jetzt halt in den Neues füllen. Jetzt ist mal so 6. Müssen wir natürlich da ja auch füllen. Dass das da nicht so Larifari irgendwie ist. Klar war das nicer mit irgendwas anderem. Aber was möchtest du machen? So. Gut, also ich sage jetzt mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, das ein Like da. Wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Folge von Minecraft. Ich buddel da noch ein bisschen aus, dass wir nächstes Mal nicht so viel Arbeit haben. Also, habe Diri.